Ein Unternehmen zu gründen ist eigentlich total crazy. Mal ehrlich, wer macht schon so etwas? Ja, wir beide. Warum, fragst du dich vielleicht? Ich sag dir warum. Weil dein Unternehmen nicht nur dein Unternehmen ist, es ist ein Vollzeitspiegel. Deine Einstellung, deine schlechten Gewohnheiten, es wird sie ins Rampenlicht drücken, wie ein Polizeihelikopter. Limitierende Überzeugungen, es wird sie über Lautsprecher verkünden, wenn du am 3 Uhr am Morgen versuchst zu schlafen. Du denkst, du bist diszipliniert, dein Unternehmen wird dich schneller demütigen als deine WLAN-Geschwindigkeit. Und das Psychologische daran ist, wir haben uns das selber ausgesucht. Wir haben uns freiwillig auf etwas eingeladen, das jede Schwäche offenlegen wird, hinter der wir uns jemals versteckt haben. Aber interessanterweise ist genau diese Offenlegung der Kern der Sache. Dein Unternehmen versucht, dich weiterzuentwickeln, denn es wird nur in dem Maß wachsen können, wie du selber wachst. Nicht dein Logo, nicht deine Idee, nicht dein, ich habe schon ewig darüber nachgedacht, sondern du. Wenn du auf Widerstand stossest, Sachen aufschiebst oder an dir selber zweifelst, bedeutet das nicht, dass du versagst. Es zeigt dir lediglich, woran du noch arbeiten darfst. Disziplin, Selbstvertrauen, Beständigkeit, Identität. Und ja, mir ist es genau so ergangen und es fühlt sich an, als würde man durchs Feuer laufen. Als würde man sein alte Ich mit Gewalt hinter sich herziehen, während es strampelt und schreit, warte mal, dort wo wir doch waren, ist es doch gemütlich gewesen. Gut, denn auf der anderen Seite von dem Unbehagen steht die Version von dir, die tatsächliche Ergebnisse erzielt. Red nicht drüber, plan's nicht. Mach's einfach. Also hör auf, dich davor zu scheuen. Stell dich der Herausforderung. Denn bei dieser Reise geht es nicht nur darum, ein Unternehmen aufzubauen, sondern auch darum, sich selber weiterzuentwickeln. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du gerade am Aufbauen bist und welche Blockaden gerade bei dir zum Vorschein kommen.